Offiziellen Angaben nach sind in Ostturkestan 1.632.000 sogenannte Familienhilfen in uigurischen Familien zur Feststellung von Radikalismus eingesetzt. Das Nachrichtenportal Bitter Winter berichtete nun von dem Selbstmord eines chinesischen Beamten, der als Spion in Hoten eingesetzt war. Die Eltern des Spions seien gelähmt gewesen, seine Frau erwartet ein Kind und als schließlich die Behörden für eine Besuchserlaubnis verweigerten, rissen ihn Depressionen in den Selbstmord. Das kommunistische China interniert noch immer religiöse Minderheiten zu Millionen in Lagern. Weltweit erfährt diese menschenunwürdige Praxis nur wenig Kritik von Nichtregierungsorganisationen. Eine Ausnahme stellt dabei Amnesty International. Patrick Poon, Rechercheur bei Amnesty International, verfasste kürzlich einen schmerzerfüllten Artikel über die willkürlichen Verhaftungen und geht dabei auf die traurige Ungewissheit der Hinterbliebenen ein. Denn die Verhaftung seiner Angehörigen zu erleben sei bereits sehr schwierig. Jedoch anschließend nicht zu wissen, wo die Geliebten sich befinden und wie es ihnen ergeht, sei besonders schmerzhaft. Eine Delegation des Marif-Vereins hielt eine Konferenz über Ostturkestan in Kuwait ab. Den dort anwesenden Gästen berichteten sie von der Tyrannei in der Region. Zahlreiche Besucher aus allen sozialen Schichten zeigten reges Interesse an dem Lagebericht. Donald Trump und seine Regierung stufen iranische Revolutionsgarden offiziell als Terrorvereinigung ein und setzten sie auf eine Terrorliste. Dieses Vorgehen ist einmalig, denn noch nie zuvor hat ein Land die Armee eines anderen Landes auf diese Weise klassifiziert. Als Antwort setzte der Hohe Iranische Nationale Sicherheitsrat das Zentralkommando der Vereinigten Staaten ebenfalls auf eine Terrorliste. Zum wiederholten Mal in diesem Jahr trafen Erdogan und der russische Präsident Putin am Montag aufeinander. Bei einer Rede sprach Erdogan vor allem über politische, wirtschaftliche, militärische und kulturelle Beziehungen und deren Koordinierung. Weiterhin betonte der türkische Präsident die Wichtigkeit der Zusammenarbeit beider Länder gegen den Terror.